Aber ich finde, das ist ein guter Übergang jetzt zu der nächsten Frage, nämlich, wie wird Sasaki linguistisch eingeordnet? Das ist vielleicht mal so das Grundgerüst erklärt, auch in einfacher Sprache. Ich glaube, die wenigsten von uns haben was mit Linguistik zu tun gehabt bis jetzt. Ja, also es gibt wie bei den Menschen, man muss sich vorstellen, wie in einer Familie, die Kernfamilie und dann die Verwandtschaft, die größere Verwandtschaft und dann die Sippe und vielleicht die Großfamilie und dann geht über vielleicht zum Stamm oder wenn es die Stammstruktur nicht gibt, irgendwie ähnliche Strukturen, die es mal ganz früher gegeben hat. Und das ist auch bei den Sprachen so, wenn sie eine verwandte Sprache haben. Im Sasaki haben wir das Glück, dass es als iranische Sprache, eines der 40 iranischen Sprachen, verwandte Sprachen hat, mit denen man das vergleichen kann. Und es wird eingestuft als eine nordwestiranische Sprache. Also es gibt diese iranische Sprache, sogar wenn man noch weiter geht, eigentlich indo-iranisch. Da gehören die iranische Sprachen gehören da rein, die indo-arischen, also das, was in Indien und Pakistan die verwandten Sprachen gesprochen werden, also Hindi, Urdu, Gujarati und so weiter, Punjabi, also da nicht die einheimischen Sprachen Indiens, also nicht Malayalam, Telugu und so weiter. Quasi westlich von Indien. Ja, also eher nördlich und so weiter. Und die waren mal vor 4000 Jahren, wenn man auf den Dings mal zurückgeht, auf den Ursprung, vor 4000 Jahren haben die sich die iranischen Sprachen, die indoarischen und die Nuristani-Sprachen, die werden ja auch diese Kafir-Sprachen genannt, weil sie ja einen Glauben haben in diesen sogenannten Kafiristan. Es sind so etwa 6 Sprachen. Weil sie einen anderen Glauben haben, werden sie sozusagen als Ungläubige genannt. Aber das Interessante ist, diese Nuristani-Sprachen stehen zwischen iranischen Sprachen und indo-arischen. Und vor 4000 Jahren etwa haben die sich wahrscheinlich, wenn man davon ausgeht, vielleicht, ich sag mal, Hindukusch getrennt. Das waren so damals also Dialekte. Man stelle sich vor, also als das altindische Sanskrit oder Veda, das Vedische und Avestische und Altpersische sind sich grammatisch etwa 90% gleich. Und Sasaki, also wir haben das Glück, dass diese Sprachen viele, also auch das altindische und auch iranische Sprachen, jetzt das Avestische und das Altpersische von der altiranischen Periode und auch in der mitteliranischen Periode haben wir das Mittelpersische oder Pahlavi genannt und das Parthische als westmitteliranische Sprachen. Es gibt auch ostmitteliranische Sprachen wie Baktrisch oder Chotansakisch oder Tumschuksakisch und Sogdisch und so weiter. Dass diese alle belegt sind, also belegt heißt in Inschriften oder in Schriften oder diese verschriftlicht wurden. Und das schafft uns gerade auch die Möglichkeit, Sasaki historisch, die Spuren des Sasaki irgendwo in der Sprachgeschichte zu finden. Und Nordwest-Sasaki, so Nordwestiranisch haben wir ja gesagt, und zum Nordwestiranischen gehören Sprachen wie auch die kurdischen Sprachen, Haurami Gorani, Balochi, ist ja eigentlich geografisch, für die es vielleicht nicht wissen, dass es Pakistan, Iran und Afghanistan. Gerade in dem Länderdreieck, sage ich mal, ist es aber eine große Sprachsprechergemeinschaft, die eine Sprache sprechen, die sprachgenetisch mit dem Sasaki verwandt sind. Und dazu gehören weitere Sprachen im Norden Irans, wo man den Ursprung der Sasa-Sprache vermutet. Also Deylam und ich sag mal Umgebung, Norden Irans. Und heute werden ja noch Sprachen dort gesprochen wie Talishi, Mazenderani, Südtati, Semnani, Gilaki und so weiter, die mit dem Sasaki sprachgenetisch näher verwandt sind als mit dem Kurmanji oder den anderen kurdischen Sprachen. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, sich mit diesen Sprachen zu verständigen? Das nicht. Also es gibt unter den iranischen Sprachen keine direkte Sprache, wo man sich dann unterhalten, also wo eine Verständigung möglich ist. Ich habe mal ein Video gesehen, ich glaube, es war Südtati gewesen. Und
man hat nichts verstanden, aber dieser Sprachfluss war wie bei uns gewesen. Also es klang wie Sasaki für mich, aber ich habe nichts verstanden. Aber vom Klang her war es wie Sasaki gewesen. So. Und ich finde, davon habe ich auch mal öfters mal gelesen, dass es halt mit Sasaki, also mit Sasaki sehr verwandt sein soll, das Südtatin. Ja, also da gibt's ja auch noch die... Wo genau das gesprochen im Iran heute? Das wird... da gibt's verschiedene... Aserbaidschan war es, glaube ich, gewesen. Auch, das ist der Taleshi wird im Aserbaidschan und im Norden Irans, also an der Grenze gesprochen. Die haben auch so ein Sprachbewusstsein und nationales Bewusstsein. Es gab sogar mal einen Taleshi-Staat, wollten die in Aserbaidschan gründen. Ja. Aber die aserbaidschanische Staatssprachpolitik ist auch nicht so anders als die türkische. Können wir ja später noch dazu auf die türkische Staatspolitik, Sprachpolitik zurückkommen. Aber das Südtati, wahrscheinlich ist das auch von dem Artikel Hennings auszugehen in den 50er Jahren, haben viele Aserbaidschaner, die heute also dieses oghusische-türkische Aserbaidschanisch sprechen, als eine sehr mit dem türkei-türkischen verwandte Sprache, wo Verständigung zu 70%, 80% möglich ist. Was die aber früher gesprochen haben, dass die wahrscheinlich eine alte nordwestiranische Sprache, das mit dem heutigen Südtati und anderen verwandt ist. Ne? Es gibt nämlich auch die Sprachbezeichnung Azeri für die südtatische Sprache und Wafsi, Kajali und so weiter, so verschiedene Dialekte, die man als Südtati nicht zu verwechseln mit dem Nordtati in Aserbaidschan. Das ist nämlich mit dem Persischen eher verwandt. Dass es die Sprachen gibt, aber dieses wahrscheinlich vor 2000 Jahren noch dieses Sprachkontinuum noch existiert hat. Was heißt das? Ja, dass die Sprachen immer so einen Übergang hatten. Man stelle sich vor, du wirst als einer, der als Nordrhein-Westfale oder das Ruhrgebiet ganz gut kennt, auch die Dialekte, wenn man sich da anhört. Ruhrgebiet. Ja, aber wenn man dann Richtung Bocholt, Borkum und so weiter geht, ne? Und zum Beispiel das Bocholter Platt sich anhört, man nennt es zwar so, aber früher hat es ja diese Hochsprachen nicht gegeben oder es hat sie gegeben, nur die wenigsten waren hatten ja eine Schulbildung. Und es gibt noch diesen Übergang vom Deutschen ins Niederländische. Also ich meine, das Niederländische ist eigentlich ein alter niederdeutscher Dialekt. Und es gibt halt auch diese Sprachübergänge, wo man sagt, auch wenn man jetzt im Falle des Türkischen, wenn man jetzt nach Erzurum oder Kars geht, da sieht man, dass es dem Aserbaidschanischen immer ähnlicher wird. Und dieses Dialektkontinuum hat es vor 2000 Jahren auch gegeben. Es wurde aber wahrscheinlich unterbrochen, weil das Sasaki-Sprachgebiet von heute deckt sich mit dem geografisch mit der Westgrenze des Parthischen Reiches, mit dem Partherreich. Also 3. Jahrhundert vor Christus bis 3. Jahrhundert nach Christus hat ja das Partherreich existiert. Und die parthische Sprache ist dem Sasaki ist dem Parthischen am nächsten, aber keine direkte Nachfolgersprache. Das heißt, in der Zeit, wo Parthisch gesprochen wurde, haben sich wahrscheinlich die Sasas von damals vielleicht verständigen können. Parthisch ist auch mit dem Mittelpersischen sehr nah verwandt, deswegen wurde das auch vielleicht als ein mittelpersischer Dialekt in welchem Ort wurde Parthisch gesprochen? Also das ging ja bis nach Khorasan, das Partherreich, aber da hat es bestimmt auch diese verschiedenen Völker und Dialekte gegeben, die im Partherreich dann irgendwie involviert ich meinte, in welchem Jahrhundert? Ach so, diese Sprache. 3. Jahrhundert vor bis 3. Jahrhundert nach Christus, also 600 Jahre lang etwa, hat das Partherreich existiert. Parthisch hat aber dann keinen direkten Nachfolger, sage ich mal, als Sprache. Das kann man irgendwie weder vor noch nachverfolgen. Das Persische hat ja den Vorläufer des Mittelpersische. Vor der Islamisierung wurde ja eher Mittelpersisch, das Pahlavi gesprochen und davor dann das Altpersische. Das sind vielleicht nicht so genau hundertprozentig die 100 genauen
auf einer Linie, die Verwandtschaft so ist, aber das waren wahrscheinlich der eine oder andere Dialekt. Ne? Also, aber das kann man im Falle des Persischen zurückverfolgen. Also, was man sagen kann, zur Zeit des Partherreiches, als das Sasaki, wie das damals gesprochen wurde, also die Vorläufersprache, von der wir keine Belege haben, kann man aber ausgehen, dass diese Sprachen ziemlich verwandt waren. Weil irgendwoher müssen die Sprachen kommen. Sasaki ist zwar jetzt relativ spät belegt, aber es ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das hat schon immer existiert quasi. Hat existiert. Ne? Und das ist, wie das eingeordnet wird, da gibt's Artikel von Ludwig Paul, also The Position of Sasaki among the Western Iranian Languages, aber auch Joost Gippert und Agnus Korn haben auch zu dieser Klassifizierung auch ihre Artikel geschrieben. Ne?